Asien. Eng exotisch Destination, die mich immer schon fasziniert huet an net ophält mich zu begeisteren. Dat für allem wenn's dem Essen. Die asiatisch Küchen also so vielfältiger variiert, ich kreen einfach nicht genug davon. Seit enger 10 Jahren reise ich regelmäßig an Asien, wenn ich einen Tapetewirsel von daheim brauche, an neue Inspirationen sichern. An das Jahr holen ich mal auf die Reise. An dieser Saison geht es auf 3 Destinationen, die mich zutiefst faszinieren, an meiner Prosch zu kochen inspirieren. Ich gehe auf sich nur neuen Ingredienten, frischen Ideen, auf und allem super Essen. Mein Reis fährt mich auf Bangkok, ein Streetfood-Heaven, wo ihn sich auf all Ecken den Bauch vollstoppen kann. Es geht auf Hongkong, wo ihn eine exzellente chinesische Küche findet. Und ich könnte nicht an Asien reisen, ohne auch auf Tokio zu gehen, wo es definitiv mehr wie nur Sushi gibt. An Altstadt treffe ich auch einen Lützebäuer Expat, den den Platz sein Neid daheim gemacht hat. Sie erzählen mir, wie es ist, an dieser Großstadt zu leben, und weisen mir hier Lieblingsplätze. Zu Hongkong verbringe ich einen Tag mit Mimi Ho, eine Lützebäuerin mit chinesischen Originen, die hier am Restaurantsbusiness schafft. Der Pierre Metz ist auch an der Restauration tätig, da zu Bangkok, wo hier auch als Weinimportateur aktiv ist. Und zu Tokio fand ich direkt 2 sympathische Expats. Der Kevin Zaleski, den am Space Mining schafft, und der Student Kenichi Breden, den ein riesiger Fan von Wagyu Beef ist. Also, macht ihr Spratt für puren Asia-Genuss. Es geht los mit meiner absoluter Lieblingsstadt an Asien, Bangkok. Bangkok, eng Millionenstaat mit absolutem Exotikfaktor. Für viele Reisender also der Stopover, do wo ihr nach Südostasien könnt, eher weiter auf eine Insel flitt. Für mich persönlich ist Bangkok oft Top-Destination. Das ist hier, wo ich hinfliehen, wenn mich der Fernweh packt, wenn ich meine Geschmacksnerven überraschen will, und wo ich hinkomme, für neue Inspirationen zu sammeln. Das ist mein 9. Kehr an dieser Asien-Metropol. Und das Kehr holen ich hier schmatt, für authentische Experienzen zu sammeln. Ich bin 2009 für die allererste Kehr an Asien gereist. Destination Bangkok. Ich hatte schon viel über Thailand hören und thailändische Küchen hat mich sicher immer schon interessiert. Aber was mich zu Bangkok wirklich erwartet gab, hätte ich mir nicht so vorstellen können. Ich hatte nie gedacht, dass ich mich an einer Stadt so verleben kann wie in Bangkok. Und dabei ist es alles anders als wie ein attraktiver Platz. Das ist hektisch, das ist mega warm, Verkehrschaos und das ist auch gar nicht einfach, sich rumzufahren. Aber wenn ich sich ein bisschen Zeit hält, dann kann ich wirklich den Charme von dieser extra Platz entdecken. An dieser Zeit hole ich mir seit 10 Jahren auf einer alljährlichen Basis. Ja, ich klamme all Jahr an den Flieger in Richtung Bangkok, für immer mehr Aspekte von dieser faszinanten Stadt zu entdecken, und für allem natürlich für zu essen. Hier im Flower Market war ich noch nicht so oft. An Haut wurde mich hingezogen, für die Präparationen von einem großen Thai-Festival zu sehen. Der Abend ist nämlich Loi Krathong, Fest von der Lucht, was alljährlich am November in Thailand ist. Hier gibt gerade lauter Blumenarrangementen gebastelt, die dann noch im Wasser schwammen, für die Leute Glück zu bringen. Thailand ist bekannt für ihre schönen Blumenarrangementen. Wie für mich gibt es natürlich etwas viel mehr Interessantes: Streetfood. Nicht weit vom Flower Market gibt es den Banglampu Morning Market, wo ich all Chaos gehe, für neue Sachen zu entdecken. Den heute kleine Markt direkt bei der Khao San Road ist immer die erste Platz, wo ich zu Bangkok hingehe, weil hier gibt es all Sorten von Streetfood und ich kann mich kaum durch die ganze Straße essen. Das Jahr fand ich raus, dass die Hai-Makrelen ganz bekannt sind. Ihre Kap ist typischerweise an einem Winkel geknickst und das gibt dem Ganzen einen speziellen Look.
An die hai fritéiert Reiskichelcher gi mat engem Karamell aus Palmzucker dekoriert. E bissi wie Rice Krispies mat ganz viel Zucker drop. De perfekte Breakfast. Die klenggering panische Hai si mat Pandan gefirft. Engem thailändische Blatt war de bissi wie eng Mischung vu Kokosnuss a Vanille macht. E schule man nach e bisse fritéiert Schwingefleisch mat, fannen awer do norecht raus, dats dat do eigentlech fritéierte Knochpel ass. Net so mei gu. Mat ménger klenger Snacktietchen sichnech ma eng rouech Platz an der Khao San Road, der bekanntener Backpackerstroos, fir dumming Snacks ze essen. Dat Thai für mich de Must-Try, wenn ihr an Thailand könnt. Das sind Betellieder, wo ihr lauter Toppings drauf mischt. Und das ist wirklich so ein Streetfood, die ganz speziell ist und ganz, ganz außergewöhnlich. Weil das einerseits das süß, das scharf, das sauer, das salzig und das ganz frisch. Also das sind die Blieder, die ihr bekriegt. Betelblieder. Und das ist immer ein bisschen eng Arbeit für das Assembléieren, mir das super gut. Und dann möchte ich noch die verschiedenen Toppings drauf. Und hier habe ich mal für dich Ingwer, ein gutes Stück Ingwer entdeckt. Mit einer Schalotte. Ein bisschen Peanut, also Erdnuss. Dann mache ich einen gedrückten Krevette drauf. Ein bisschen Fischi. Und dann hier ist getoasteten Kokosnuss. Super für den Crunch. Auch ganz süß. So, normalerweise müssen wir noch Chilis dran sehen. Oh ja, das ist er. Am Pack. Also heißt so Chilis. Man steht dran, man. Geht es extra scharf. Boah, ich mache mal ein Oni als echt, weil ich weiß nicht, wie scharf jetzt Soße ist, die sie noch dabei haben. Das hier ist so ein witzig, süß scharf Soße, die dafür kennt. Und in Thailand sind übrigens immer Soßen und Currys an so einem Titischer so abgeblasen dran. Ich fand das mega. Und das selber ganz schwer für das so zu folden. Und das ist auch nicht so einfach, wie es abzukriegen, merke ich gerade. Okay, super. Ja, das tut noch genial. Süß, sticky, salzig und scharf. Ganz ein bisschen drauf. So Vinaigrette sozusagen beim Blatt. Und dann hält ihn das ganz wie ein Taco. Und fahl den nicht. Und dann an einen Kuh alles zusammen. Das ist wirklich so gut. Und den Ingwer. Mega zesty. Also, hier ist so ein enger Mauffel mit den Thailand am Mund. Streetfood ist so essentiell für Bangkok, dass es logisch ist, dass es an dem Milieu richtig Success-Stories gehen. Ein so ein Highflyer ist den Tip Samai, ein Streetfood-Stall, der Pad Thai mischt, belebten Thai-Nudeln mit Krevetten, Eier und Sojasprossen. Hier wird der Pad Thai an ein Omelette gewickelt und das ist wirklich mega gut. Ich treffe den Abend meine Freundin Chow, die 2 Bücher über Bangkok Streetfood geschrieben hat. Äußerst schlang beim Tip Samai einfach zu lang gewirrscht. Und wir sitzen da wenigstens nebendran bei einer anderen Streetfood-Legende, dem Jai Fai. So, ciao! That queue next door doesn't ever seem to die down. Yeah, it's like a nightclub, right? a Pad Thai nightclub. No, but I mean, that's really like a success story for street food. Yes, absolutely. It's one of the great success stories because it started out as this little shop, on the side of the street with one cook, and now they have 6, and they're making Pad Thai for like 20 people at a time in this huge, gigantic wok. It's crazy. And the line stretches down the road, you know? So we decided to come next door to your favorite place. Yes, Jai this is Fai. a different kind of success story, I find. Yeah. Her prices are quite a bit Very higher. high for street food prices. Quite a bit higher. Yeah. Actually, they're probably the highest street food prices in the country. I think it's not exaggerating to say, but
It's worth it. It looks amazing. She's been around a long time. That lady is 77 years old, if we may say that. It's crazy. And she's cooking with her goggles. It's amazing to see that. Still make sure to put on lipstick and a full face Very of makeup. important. Very important to look nice while you're working. Mit ihrem ikonische Schwammbrill an ihre rote Lipsen als Jai Fai unverkennbar. Was man zu dem Moment, wo man gefilmt tun, noch nicht wissen konnten, dass dieses Streetfood-Restaurant ein paar Wochen drauf ein Michelin-Stern kriegen gave. Den ersten und einzigen Michelin-Stern, der bis an Thailand aus Streetfood verdeelt gouf. Haut muss mindestens 2 Stunden warten, für hier einen Platz zu kriegen. Und wir sitzen hier in einem quasi idle Restaurant. War eine Chance. Streetfood ist cool, aber billig ist es hier beim Jai Fai sicher nicht. Das Krabomelett hat mich carrément 25 € gekostet, da das für Thai-Verhältnisse einfach extrem teuer. Aber der Thai ist ja auch Streetfood mit einem Michelin-Stern. Zu Bangkok dreht sich aber nicht alles nimmen im Streetfood. Das Weltstadt hat natürlich auch ein fantastisch Fine-Dining-Szene, und das auch international anerkannt. Das Jahr goufen eng 27 Michelin-Sternen zu Bangkok verdeelt. Von diesen Sternen gehört dem Paste-Restaurant. Für mich persönlich eng von den besten Plätzen für thailändisch Haute Cuisine zu degustieren. Hinter den Dippen steht Bee Satongun, was 2018 Best Female Chef in Asia genannt gouf. Die Chefin von diesem Restaurant kommt tatsächlich von einem Streetfood-Background. Als Kind hat sie mit ihrer Mom einen Touristand auf der Straße gehabt und heute serviert sie Thai-Food an einem Haute-Cuisine-Setting. Bee recherchiert historisch Thai-Rezepte, die bis an 18. Jahrhundert zurückdatieren, und reinterpretiert sie für den modernen Goût. So Bee, how do you go about finding these old recipes and creating these dishes? So the old recipe of the Thai cuisine is is not actually easy to find because now they're not have that printing anymore. So in the older day, people give that out at their funeral. But once you got the recipe, you cannot just pull out from the book and cook it. You actually because I tried that one and the taste might not applicable to the modern palate. So we have to adjust that a little bit, but we still keep the roots of the dish. Because they're very ancient recipes. I mean, what's your oldest recipe here in the restaurant that you've adapted? Would be the watermelon salmon. This being served during King Rama I and at the Emerald Buddha Temple ceremony. Das war am Jahr 1784. Bee hat den Plan leicht adaptiert an den originalen weißen Frischwasserfisch durch Saumon ersatz. Ein Fisch, den zwar nicht traditionell aus Thailand kommt, wie vom Bee gewählt gouf, weil eine ähnliche Textur an den Plan bringt, hat einen mehr raffinierten Goût. Thai Fine Dining fir Bee as dat och Produkt respektieren an de Goût net so viel durch Schärf zu maskieren. Why did you decide to give Thai food a haute cuisine polish? Because we think that the Thai food didn't move forward for a while, and it's very hard. If you want to do something with the cuisine that have so much history, so you cannot just leave the history behind. Mm-hmm. So you have to keep it. You have to respect the cook that create that dish, but you want something to move forward. And I think you've achieved that perfectly. I mean, your dishes, I've tried them. They taste absolutely divine. They taste like really proper Thai. And what I love is you've kept them not too spicy. So if for a Western palate, I get the tingle, I get the heat, but it's not so I can't taste it anymore. I remember when I lived in Australia and I came back to Thailand, and I remember the heat of the chili actually hit me because and then I realized that your palate actually changed. If you live in another country, you cannot take this chili from Thailand because it's totally different heat. So I just worked out the perfect amount of chili that you can feel but it's not burn your mouth. Owes ziedet mech beiit Wasser.
Nachdem sich all die schönen Vorbereitungen für Leute Kraton gesehen haben, kaufe ich mal mein eigenen Floater. Wie für mich gibt es keinen klassischen, mehr witzigen an der Form von einer Katze. Lo kann ich an Wasser geheien, für mal Glück zu bringen. Und es soll einem auch einen Wunsch erfüllen. Was ich mal gewünscht habe, dass ich nach ganz oft zurück auf Bangkok kommen kann, für thailändisch zu essen.